Sie lebt elke Dach so einsam an Strand und kickt auf die See. Ein Bahnstein in Hand, sie denkt an die Tiet, als hij mit haar Gung glaubt aus Augen, wenn der Pläne von mir. Für mich sind meine Lieder eine Art Tagebuch, das ich schreibe. Und meistens wird es mir erst im Nachhinein klar, worum sich das Thema eigentlich dreht. Und das war in diesem Falle die Zeit. Der Titelsong Bahnstein Bahnstein, sagen wir ja, ist auf Jüst entstanden, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben Bernstein gefunden habe. Das war irgendwie ein wahnsinniges Erlebnis. Es geht letztendlich um das Thema Zeit und wie die Zeit vergeht. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass es 3 Jahre gedauert hat, dass ein neues Album gekommen ist. Ich setze mich nicht unter Druck, was das Liederschreiben angeht. Entweder sie kommen oder sie kommen nicht. Und wenn mir schnell welche einfallen, kommt ein Album eher. Ein Drömen, ein Glück. Wer in Ostfriesland lebt, der wird auch automatisch zum Wolkengucker, nach meiner Meinung. Und ich kann sehr viel aus den Wolken herauslesen, kann auch stundenlang spazieren gehen, in den Himmel gucken und das inspiriert mich dann auch. Er ist ein Janmann langsam an, ein Janmann langsam. Ostfriesland steckt ja zum Beispiel voller Geschichten. Eine Geschichte erzählt von Janmann langsam an. Es ist in Ostfriesland ja durchaus üblich, dass man den Leuten so Beinamen gibt. Und dies ist eben der Jan, der so die Langsamkeit eigentlich entdeckt hat für sich und eigentlich durch diese Langsamkeit, durch dieses langsame Leben sehr viel mehr von der Natur, von seiner Umwelt, von seinen Mitmenschen erlebt als andere Menschen, die durch die Zeit hektisieren. Das ist zum Beispiel ein Thema. Oder dann habe ich den Tietvernäler kreiert. Das ist der Zeitvernichter, der nach uns greift und eigentlich probiert, von uns Besitz zu nehmen. Und wir müssen uns dagegen wehren, dass wir eben auch Zeit für uns selber haben zum Nachdenken. Die Krise hat uns taufort. Kom vi packen om min leif, de tid vernäle disse Dave. Stehlen uns in Draprebett, leben wir uns eigen set. Und wie down, wat kein mehr. Es ging darum, dass dieses Gebäude, dieser Mühlenstumpf, sollte geschleift werden, er sollte abgerissen werden. Das hat mein Vater in einem Kneipengespräch erfahren von demjenigen, der das veranlassen wollte. Und hat dann gesagt, nee, so ein schönes Gebäude, da muss irgendwas anderes mit passieren. Und die beiden haben dann relativ bezecht auf einem Bierdeckel einen Kaufvertrag gemacht über diese Mühle, den Mühlenstumpf. Haben das dann am Tag später mit nüchternem Kopf nochmal überlegt. Und so hat mein Vater dann unsere Familie damals, Mutter und die beiden Söhne, hier in dieses Gebäude gebracht. Und als mein Vater 1992 starb, haben meine Frau und ich und die Kinder das dann ein Jahr später übernommen und seitdem wohnen wir hier. Weil es auch eine natürlich sehr inspirierende Atmosphäre ist. Ne? Also es ist alles rund hier bei uns und es ist was anderes, als wenn es Ecken und Kanten gibt. Und manchmal denke ich, dass sich das auch so ein bisschen in den Harmonien meiner Musik niederschlägt. Wenn man die Buddenbrooks liest von Thomas Mann, dann findet man, dass sehr viele Dialoge auf Plattdeutsch dort gehalten werden. Und das war ja auch so ein bisschen eine Initialzündung eigentlich, mich mehr mit dem Plattdeutschen zu beschäftigen. Und es hat mir auch
eigentlich bewusst gemacht, was für einen Schatz ich eigentlich in mir trage, dass ich diese Sprache sprechen kann. Und als ich dann entdeckte, dass ich in ihr sogar formulieren kann und Texte schreiben kann, ja, da war ich begeistert und diese Begeisterung, die hält bis heute an. Es ist teilweise eine ziemliche Terminjongliererei, aber das Abtauchen in die Musikwelt stellt auch eine Form der Erholung dar. Und deswegen lässt sich beides eigentlich noch ganz gut verbinden, wobei ich jetzt an so einem Punkt bin, wo ich eigentlich meine Konzerttätigkeit so ein bisschen reduziere. Das heißt, ich mache längst nicht mehr alles, sondern wirklich nur das, wo ich Spaß dran habe. Und was ich immer so witzig finde, meine Schüler sagen mir, wenn sie dann Musikunterricht bei mir haben oder mich singen hören, sie sagen, Herr Cornelius, Sie müssen sich unbedingt mal beim Supertalent bewerben. Ganz alleine als Solist wollte ich nicht auftreten, habe mir dann einen Begleitmusiker gesucht, Klaus Hagemann an der zweiten Gitarre. Und seit ungefähr 5 Jahren arbeiten wir noch mit der Cellistin Christa Ehrig zusammen. Es gibt so kreative Phasen, dann fliegen überall bei mir im Hause Zettel rum, wo ich irgendwas notiere. Manchmal auch nachts, meine Frau kennt das schon, wenn er dann wieder hochschreckt, dann hat er irgendwie eine Idee. Die Hälfte von diesen kleinen Zetteln, die schmeiße ich sofort weg und aus den anderen wird häufig etwas. Das ist so die eine Methode. Und dann gibt es auch wirklich Lieder, die kommen so in einem Guss, die sind in einer Viertelstunde fertig. Das ist ganz eigenartig. Da sind Text und Melodie ist auf einmal da. Es ist sicherlich so, dass sich in meinen Liedern und meinen Texten ein Stück Ostfriesland widerspiegelt und dass dieses Stück Ostfriesland in den 30 Jahren, wo ich mit meinen Texten Ostfriesland beobachte, sich sicherlich nicht alles zum Guten in Ostfriesland gewendet hat. Was mit dir verblieb, von uns Gedachten in Lebensgedrief, groß ist die Gefahr, dat sei ohne Gang, man wie holne fast, will dat sei bestand.